Willkommen zum literarischen Quartett. Quinten. Solo. 30 Tage Sonnenschein. Das klingt jetzt vielleicht so, als wäre ich alle 2 Tage neu verliebt und trotzdem noch Jungfrau. So ist es natürlich nicht, das wäre ja Horror. Dann wäre ich mittlerweile bestimmt so drauf wie Gerhard. Ich war 6 und wollte mich in meiner neuen Straße mal ein bisschen umschauen, als dieser Junge aus dem Nachbarhaus kam. Er sah älter aus als ich, war auch 2 Jahre, wie sich später herausstellte. Er beäugte mich als Neuankömmling in seinem Revier skeptisch. Ich blickte skeptisch zurück. Dann kam er mit einem grimmigen Blick auf mich zu und blieb 1 Meter vor mir stehen. Weißt du, was Ficken ist? Hä? Da steht Ficken? Da steht Ficken. Kann nicht sein. Das böse Wort mit F. Und das habe ich geschrieben? Das steht da mehrmals sogar. Nee. Doch? Schweinkram. Schweinkram, totaler. Das liest du hier vor? Das lese ich vor, damit das ganz viele Leute lesen. Laut! Laut, ja, natürlich, wir sind ja unter uns. Ach so. Ja, damit das viele Leute auch lesen wollen, das Wort mit F. Ich habe mir sagen lassen, das wollen viele Leute lesen. Ficken. Ficken. Wollen viele Leute lesen. Drüber lesen, ja. Drüber lesen. Ja, weil es Spaß macht zu gucken. Ja, nein, also, oder... Okay. Ja, also... Ja, dann machen wir weiter. Ja, aber das kann man jetzt auch komplett dann lesen. Auch. Da geht es noch um viel mehr als nur um Ficken. Da geht es um Liebe und Abitur und alles mögliche. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Du auch. Aber Ficken gehört auch dazu. Ficken gehört auch zum Leben, ja. Sehr gut. Ja. Weitermachen. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Weißt du, was Ficken ist? Fragte er mit herausfordernder Miene. Hä, was? Ficken? Nie gehört. Mist, warum wusste ich sowas nicht? Ja? Ich war doch schon in der Schule. Und ich konnte sogar schon ein bisschen schreiben. Und 3 und 4 zusammenzählen. Aber von Ficken hatte bisher keiner der Lehrer was gesagt. Bestimmt kam das erst in der 2. Klasse dran. Gott, wie ich es hasste, noch zu jung für irgendwelche Sachen zu sein. Ficken. Das hörte sich eigentlich ziemlich leicht an. Auch wenn ich nicht wusste, was es bedeutete. Ich war mir sicher, das könnte ich auch. Klar, habe ich heute schon 3-mal gemacht. Quatsch, hast du gar nicht. Du bist doch viel zu klein zum Ficken. Bin ich überhaupt nicht. Ah ja? Dann sag mir doch bitte mal, wen du gefickt hast. Mist, das schien doch irgendwie komplizierter zu sein, als ich gedacht hatte. Anscheinend konnte man dieses Ficken nicht alleine machen. Man brauchte noch jemand anderes dazu. Oder mehrere? Keine Ahnung. Ich beschloss, mich erstmal auf eine Person zu beschränken. Fragte sich nur, wen ich dafür auswählen sollte. Mit wem könnte ich denn schon mal gefickt haben? Mit Mama? Nee, Mama erschien mir nicht cool genug. Die hatte mit Sicherheit noch nie gefickt. Wahrscheinlich machte man sich dabei schmutzig oder so und das konnte Mama gar nicht leiden. Also blieb eigentlich nur noch einer. Für die coolen Sachen in unserer Familie war immer mein Vater zuständig gewesen, ja. Und wenn einer schon mal gefickt hatte, dann war er es, ganz sicher. Mit meinem Papa! Jawohl! Und mit meinem Opa auch. Genau, Opa, den hatte ich ganz vergessen, der war auch immer cool. Der hatte sogar ein Stück Metall im Kopf, so cool war der. Mit dem konnte man ganz bestimmt prima ficken. Der Nachbarsjunge fing laut an zu lachen und sich auf die Schenkel zu klopfen. Anscheinend glaubte er mir nicht. Nee, echt? Stampfte ich bekräftigend mit dem Fuß auf den Boden. Kannst du ja fragen. Aber auch das zog nicht, er kriegte sich kaum noch ein vor Lachen. Wenn du mit deinem Vater gefickt hast, dann bist du schwul. Schwul? Was war denn das jetzt schon wieder? Das war noch so ein Wort, das ich nicht kannte. Das muss wohl irgendwas mit Ficken zu tun haben. Keine Ahnung, aber so wie er es sagte, klang es verdammt nach einer Beleidigung. Schwul zu sein, hörte sich irgendwie alles andere als cool an. Du bist ein Schwuli! Schwuli! Ja, da, ganz eindeutig, eine Beleidigung. Alle Worte, die mit einem I aufhörten, die waren Beleidigungen. Dovi, Blödi, Heini, Schwuli. Das konnte ich natürlich nicht mehr auf mir sitzen lassen. Selber Schwuli! Gar nicht, du bist ein Schwuli! Nee, du! Nee, du! Ach, geh doch ficken! Ich weiß wenigstens, wie das geht! Mist. Er hatte natürlich recht. Dieses Gefecht, das konnte ich nicht gewinnen und letztendlich war meine Neugier doch größer als mein Siegeswille. Verrätst du's mir? Bitte, bitte? Mein Gegenüber legte die Stirn in Falten und wog sorgfältig ab, ob er sein Wissen mit diesem kleinen Neuankömmling teilen sollte. Wie heißt du? David. Gerhard, sagte er und streckte mir die Hand entgegen. Ich schlug ein. Und du wohnst jetzt hier? Ja. Eine coole Sache. Er legte seinen Arm um meine Schultern und führte mich ein paar Schritte von den Häusern weg. Schließlich blieben wir stehen. Er schaute sich kurz konspirativ nach allen Seiten um, die Luft war rein und wir setzten uns auf den Randstein.
Also, pass auf. Und dann erfuhr ich alles, was man über das Ficken wissen musste. Aber auch wirklich alles. Jetzt mal Schluss mit dem Ficken da, oder was? Nee, das fängt jetzt erst an mit dem Ficken. Das fängt jetzt erst an? Ja. Gerhard hatte nämlich 4 ältere Brüder. Ja. Oh. Ja. Ja, wer so eklige Sachen kannte, der musste unbedingt mein neuer bester Freund werden. Ja. Kann ich verstehen. Ja. Aber das ist ja nur ein Rückblick, weil spielt ja eigentlich 10 Jahre nach der Abiturparty. Nach dem Sonnenschein. 10 Jahre nach dem Das Sonnenschein. erste Buch, das ich geschrieben habe. Genau, das war das erste, das war ja Abitur. Und das spielt 10 Das Jahre zweite später. Buch ist 5 Jahre später. Das ist Ja. nämlich für einen Sommer. Ja. Da nimmt er ganz viel Drogen. Und das dritte? Und das dritte, da nimmt er keine Drogen mehr, aber das spielt 10 Jahre danach. Ah. Ja, sodass man eigentlich verfolgen kann, wie ist der mit 19, wie ist der mit 25 und wie ist der mit 29. Man muss aber das erste nicht kennen, um das dritte zu lesen. Nee, das kannst du auch für dich alleine lesen. Also jeder, der irgendwie in 10 Jahre Abi-Party kennt und so Ja, dann ist ja gut. und weiß, dass die Nasen noch genauso sind, wie sie damals waren, das macht Spaß. Okay. Ja. Und das Ficken macht auch Spaß, finde ich. Finde ich auch. Ja. Also, lesen. Hoffentlich sehen das die Händler genauso. Lesen. 30 Tage Sonnenschein. 30 Tage Sonnenschein. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss.